Versuch mal mit Kommodigkeit, mit Ruhe und mit Kommodigkeit. Damit kommst du auf wieder, als du denkst. Und wenn du schön kommodig bist und auch das Lachen nicht vergisst, dann kommt das Glück allein und Moin! Du fragst, ich sag's, warum ich hier mehr in den Kartoffelfeld stehen do. Ja, das will ich schon mal verkloren. Ich will dir die Geschichte verlesen. Der heißt die Knollenprediger. To Leeftiden von unseren Owen Fritz gibt das in Pommern nicht viel zu eten. Die Menschen müssen damals Hunger leiden. Und darum wurden die Kartoffeln auf Befehl von dem Preußenkönig anbaut. Zuerst wissen die Leute gar nicht, wo denn nicht die Kartoffeln anbaut ward. Und auch die Kark, die wohl von den Knollen nix weten. Für die sind das damals Düvelsfrüchte wehen, wie dat sie unter der Eier wassen den. Der König war rein dull und hätte die Knollenprediger dort verdonnert, der Lüd obzufordern, den Erdapfel anzubauen. Das wär man gar nicht so einfach, durch die Buren davon zu übertügen. Daher kommt nämlich auch der Spruch, was der Bur nicht kennt, das fritte nicht. Von der Zeit an wären die nahrhaften Knollen ein Behelp für das wenige Korn, das früher anbaut worden ist. Gau magen die Buren, dass sie mit den Erdapfeln viel mehr Geld verdienen. Und sie die Zeit kennt jeden den Schnack, der dümmste Bur hätte dicksten Kartoffeln. Davon sind die Buren, aber auch andere Lüd wenig beeindruckt. Denn die großen Knollen sind heutzutage die Grundlage für das schönste Eten. So als den Rief gucken und Reven Kartoffeln und dann in die Panne goldgel brutzeln. Die war in großen Mengen verteilt. Mit Apfelmus und was Zucker schmecken die besonders gut. Anna Lüd, die Leckertens, die nehmen Schwattbrot mit Butter als Innerloch. Und dann packt sie die Kartoffelpannkuchen darauf und dribbelt darüber das schöne Schwatte Röwenkrut. Und wenn ihn das nie so süß macht, die mag sich dann eine Kartoffelsuppe. Oder Woddeln und Kartoffeln mit einem Stremel Butter als Stamp. Das ist ein fein Eten. Weten Sie, was Himmel und Höll für ein Eten ist? Das ist ein rheinisches Nationalgericht. Das ist ein Stamm von der Düvelsfrucht, und der Höll, so denn ich der Eier, und der Abeln als himmlische Bikoff. Dort eten sie den Blutwurst. Was einfacher to sind sechs Brotkartoffeln. Aber dann wird sie mit fein Grevenschmult und Butter goldgel anbraut waren. Die sind hüt noch mein Liebgericht. Dann kommen mir alle Gedanken hoch. Wie min Großmutter säten wir den alten Hob den großen Kökentisch rum. Mehrden auf dem Tisch stünde große Pann mit den morgen Brotkartoffeln. Und jeder von uns hat einen bloßen Fork in der Hand. Und dann ging das Wettfrieden los. Bitte Pann ledig werden. Wenn ich daran zurückdenken do, dann lebt mir hüt noch in der Schnut das Wort zusammen. So lecker werden Omas Düvelskartoffeln und de Brotpann. An den Smack kommen doch nicht mal die besten Kartoffelfritten mit. Auf jeden Fall gilt der Schnack, wir eten zu leben. Aber wir leben auch zu eten. Tja, und wenn wir unseren olden Preußenkönig nicht hatten,
Denn wo das uns auch viel leger gehen, dann gibt das kein Pommes vom Fritz. Ja, nun weet je, woher die Fritten ernommen habt. Sag's von den Owen Fritz. Und Preußen, oder? So, ich freue mich all auf die nächste Geschichte. Kick mal, wer da bei mir rein. Bei uns im Norden ist das schön rum, wird wie nicht woanders weh. Zwischen Nord- und Ostsee schnackt wie platt, die Krone von Deutschland, so ist das. Sag mal, Mit Kommodität, mit Ruhe und mit Kommodität, damit kommst du auch wieder, als du denkst. Und wenn du schön kommodit bist und auch das Lachen nicht vergisst, dann kommt das Glück allein und in Hus. Dann kommt das Glück allein und in Hus. Dann kommt das Glück allein und in Hus.